Leute, ich bin's wieder, Tobias vom Personal Training 360. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was jeder schon mal gesehen, hoffentlich auch schon gemacht hat, die Liegestütz. Dabei gibt es ein paar technische Feinheiten, auf die wir bitte achten sollten bei der Ausführung, denn sonst kommt auch das Ganze nicht dahin, wo es hin soll, sprich in der Brustmuskulatur und in unserem Trizeps. Die häufigste Fehlerquelle, die ich sehe, wenn ich Leute bei der Liegestütz beobachte, ist, dass sie in den Schulterblättern arbeiten, dass sie nämlich sowas hier machen und gar nicht richtig die Arme benutzen. Also achtet da mal bitte drauf, wenn ihr eine Liegestütz macht, egal welche Variante, ich zeige das mal nach Schulterbreiten, dass ihr eine saubere Ausgangsposition einnehmt, dass ihr zwischen Ober- und Unterkörper eine saubere Linie habt und dann mit den Armen runterführt oder auch wieder hochdrückt. Die Schulterblätter sind möglichst am Körper fokussiert. Ich zeige euch das nochmal. Das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Der andere Punkt ist häufig, dass ich in der Lendenwirbel die Leute sehen, dass sie da durchhängen. Also ich zeige euch das auch mal, dass da gerne sowas dann bei der Liegestütze entsteht oder ähnliches. Achtet darauf, dass ihr dort die Stabilität halten könnt. Wenn ihr merkt, dass das nicht möglich ist auf der Ebene, dann geht ihr einfach ein Stück höher mit dem Ganzen und fangt an, die Liegestütze auf einer Erhebung zu tun. Das kann zum Beispiel im Gym eine Bank sein. Wir können das Ganze hier auch sauber durchführen. Wenn das immer noch zu hoch sein sollte, beispielsweise über der Stange das Ganze machen, Fensterbank oder im schlimmsten Fall, wenn das alles euch zu schwer ist am Anfang, was auch kein Problem ist, nehmt eine Wand und fangt erstmal hier an, euch von wegzudrücken. Also achtet bitte darauf, dass ihr sauber bleibt in den Ausführungen, denn Qualität geht immer noch vor Quantität.